rufe mal kurz Herr Anwalt an. Warte, ich frage den mal, was er dazu sagt. Das ist verjährt. Auf den Sonntagabend wieder, er freut sich. Digga, auf den Sonntagabend kriegt er jetzt wieder einen Anruf von mir. Digga, rufst du wirklich an, Digga? Hallo? Na? Ey, mein Lieber, wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles gut, was brauchst du? Ich bin gerade im Stream mal wieder und ich habe mal wieder eine rechtlich sehr grenzdebil dumme Frage, ja? Okay, macht nichts. Also, ein Streamer, Let's Hugo heißt der, der hat 2017 Fake-Gewinnspiele auf Twitter gemacht, ja? Das heißt, der ist quasi hingegangen und hat so Paysafe-Cards 10 Euro verlost, aber es hat immer sein Zweit-Account gewinnen lassen, ne? Ja. Und jetzt sagt er, dass es verjährt, aber Betrug verjährt ja so schnell nicht. Muss ich nachgucken. Richtet sich immer nach der Strafhöhe. Ja. Und 10 Euro. wurde denn da Geld für bezahlt? Nee, das waren Free-Gewinnspiele, aber für Follower halt, ne? Ach so, aber dann ist die Frage, ob es einen sogenannten Vermögensschaden gibt. Ja, die Leute, die ja da mitgenommen haben, weil... Ja, Moment, haben die einen followen ihn ja Vermögensschaden? Haben die jetzt. Geld dafür bezahlt? Nein, nee, haben das sie nicht, aber so, zum Teil schon. Manche von denen sind jetzt Subs bei Hugo. Auf Twitch. Was? Nein, Digga! Aber war das die Bedingung, dass sie Subs werden? Nein, aber Also, Twitter-Follow Betrug halt, ne? Weiß ich jetzt nicht. Was es auf jeden Fall ist, man kann ihn als Mitbewerber, könnte man jemanden abmahnen, der solche Dinge macht. Das Oha, geht. wir könnten alle Hugo abmahnen. Das weiß ich nicht. Okay, also ich könnte ihn jetzt quasi abmahnen. Ja, ein Mitbewerber könnte ihn abmahnen, müsste man sich genauer angucken. Aber das ist wahrscheinlich halt momentan jetzt gerade für mich angesprochen. Muss man sich genauer an. Ich weiß, wir sind immer kompliziert, wir Juristen. Okay.